Das Bärli hält seiner alten Vier, dass alle Engle sagt, weil selbst kritisiert. Das ist aber läppisch. Der Tina, seine preußische Chefin, sagt einen Rahlausflug mit Gregor ab, aber beim zweiten Mal geht sie am neuen Rahlschlauch, weil er Platten hat. Der Hubert und der Sevi, deren eine Weiber zweimal Buckelkraxen einen Dorfbrunner tragen, wer das geschwinder ist. Und der Hubert gewinnt. Ein Lorenz, sein Hund, läuft davon und das Bärli findet ihn am Vogelhof und hält an Till 4, dass er den Hund alle in seine Wiesen einscheißen lässt, weil das die Kier schaut. Tina sagt, das schaut kaum und streitet sich eine Zeit lang mit Bärli. Leni kriegt einen Besuch von einer alten Freundin und möchte sie festmachen, aber das geht schief. Schließlich stellt sie außer, dass die andere keinen Wert nicht drauflegt. Der Till macht mit seiner preußischen Freundin ein Fragspiel. Sie hat zuerst wollen, dass er sie wieder in ihm verlieren kann, aber schließlich verstehen sie sich am Ende Besseres wie davor. Die Landweiber möchten ihre Kochbücher neu ausgeben und sammeln Rezepte. Ein Hummerl-Dessin schmeckt aber viel Teufel und schließlich kommen sie drauf, dass die Ort zum Aufschreiben vergessen hat. Uri hat für seinen Purzeltag eine ganz wilde Muse bestellt, weil sie ja an Gregor seinen preußischen Stirfsuh feiern möchte. Aber die Leute wissen das nicht und wundern sich, bis auf Zara, die wo von der Uri den Auftrag hat, dass alles so herricht. Der Gregor verbiert ihr aber schließlich, dass er sich weiter um das Festel kümmert und macht es jetzt zusammen mit der Leni zusammen.